So, hallo bei der nächsten Episode von Witcher 3 Wild Hunt, und letztes Mal sind wir hier im Palast in Vizima stehen geblieben, nachdem wir von Emhyr Befehl bekommen haben, Ciri aufzufinden. Ein Befehl, den uns gar nicht geben müssen, weil wir das doch gerne machen. Wieso? Fragen wir natürlich jetzt, weil Ciri ist unsere Leibtochter. Also wir haben viel persönliche Gründe, ja, Ciri zu finden, anstatt irgendwie uns von Emhyr motivieren zu lassen. Okay, jetzt schauen wir jetzt die Wertkarte. Jetzt muss ich genau wählen gehen, ja. Und genau, jetzt fängt die Spurensuche an. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Jennefers. Im Deutschen klingt das irgendwie komisch. Cirilla. Auf Englisch sagt Cirilla. Cirilla. Und das ist ein weicheres S. Im Deutschen ist es Cirilla, wie ein Z. Cirilla. Ja. Ich will so sagen, wie ich es mir gewohnt bin. Cirilla. Siri. Das ist ein bisschen wie Siri von iPhone natürlich, aber ja. Dauert bis es ladet. Das tut ein bisschen länger als erhofft. Lad mal. Was machst du? Ich glaube die Schlange. Ich frage mich, ob die Schlange der Ouroboros-Schlange darstellt. Ja. Oh mein Gott, wie lange das dauert? Was läuft? Ja, dann warten wir doch ein bisschen mehr. Nach 2 weiteren Minuten ich natürlich... doch, ich sage geladen, gut. Okay, ich habe ein paar Dinge gehört. Mensch, hat die Sequenz versucht zu laden und dauert mir zu lang gedauert. Leck. Jo. Ja, immer. Wir sind ja... Schlussendlich sind wir da, oder? Das zählt. Dass auch die Leute so hängen lassen werden. Ich meine, okay. Hängen, Bestrafung, ja, in dem Zeitalter, das verstehe ich als Ding, aber sind die... bis sie zu ihren Knochen verwesen. Boah, ist doch grässlich. Hearts of Stone. Ja, weil wir jetzt ein Intro-Teil fertig gemacht haben, natürlich erwähnt er auch jetzt den Add-on, den wir haben, Hearts of Stone. Fragen wir, ob Blood and Wine ankommt. Runenschmied, jo, will ich nicht. Und genau, Blood and Wine. Gut. Die beiden Add-ons haben wir natürlich auch und werden wir auch in dem Let's Play spielen. Speichern wir lieber da, dass wir nächstes Mal so Dinge machen müssen. Ja. Interessantes Zeug als mich zu jagen. Gut, da bewegen wir uns jetzt auf... welches Dorf ist das echt? Schützt uns Arme vor den Halsabschneidern. Ah, da ist Langsam. Oh. Was ist denn da passiert? Dann gemütlich Galopp da rein, damit ihr natürlich auch da Umgebung ein bisschen wahrnehmen könnt und geniessen könnt. Ich bin ein Fan von der Welt von Witcher, weil es wirklich sehr gut realistisch gemacht ist. Künstlerisch, die Lichter, Kameraführung, alles.
Da realisiere ich gerade, dass nicht das Dorf ist, wo wir müssen sein. Irgendwie 350 Meter weg. Ups. Dann machen wir uns doch auf den Weg zum richtigen Dorf. Oh, weißt du was? Warte mal, was ist das hier? Ah. Siehst du das nicht? Wenn wir das Sidequest machen... Ja, nein. Oder doch? Oder nein? Tritt näher, Hexer. Oder doch? Nein. Ah, weißt du was? Sonst finde ich den scheiß Quest nachher nicht mehr. Machen wir doch. Machen wir doch schon einen Was kleinen willst Ausflug ins Sidequestland. Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Der andere ist, seit dem Anfang vom Dialog beleidigt er mich. Natürlich, Geld Gut, kann man immer ich brauchen. kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Okay. Gut, machen wir schon die Sidequests. Zu lange hat der auch nicht. Ja, vielleicht stört er nicht zu viel dran. Jetzt, was ist das? Quest 4. Okay, wo ist das? Das sind Nebenquests. Ja, das. Haben wir doch geschwind. Ja, komm. Der ist, glaube ich, der, der am nächsten ist, ja, wo es so angezeigt wird. So. Sind wir wieder erste Stelle. Der ist stark. Nicht schlecht. Ja, und noch eine Weile. Verblutete Esel. Aber weg da. Das ist nicht mehr ein enormer Schaden von denen, da wollen wir doch nicht. So, da haben wir die erste Leichenhaufen. Arme Säcke. So ist halt Krieg. Eine Prise Igni. Man kämpft für etwas, oder man denkt, man kämpft für etwas Gutes, etwas Gescheites. Dann landet man in einer Grube und niemand erinnert sich, dass man überhaupt je existiert hat. Leider ist es so halt in dem Krieg, oder? In Krieg und Gewalttaten sollte man nie positive Sachen suchen, denn es gibt sie nicht. Meiner Meinung nach. Ja. Ah, jetzt an der nächsten Stelle. Da. Natürlich sind die auch präsent und der macht ein zahlreicher. He? Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Zum Glück sind das ja nur Buhlen. Kann man ein bisschen schneller erledigen. Und stirb! So. Hätten wir das auch? Tun wir da das Gleiche auch Eine Prise Igni. durchziehen. Das ist das Kopf vom Ghoul. So. Das Igni.
Jawohl. Jetzt zum letzten Questpunkt. Komplett so, komm. Ich glaube, wenn man von hinten Ding macht, dann wird der wieder recht lassen. Heya! Ja, immer. Sehr düstere Welt. Was auch ja mit der Sphärenkonjunktion, Gratulation, recht keine Ahnung. Hat mit der Zusammenstoß von der Welten was zu tun hat, indem ja von allen verschiedenen Welten, alle verschiedenen Monster sich in einer Welt zusammen gesammelt haben. Was dazu führt, dass man natürlich nebst menschlichen Problemen zusätzlich Monsterprobleme hat. Hey, da ist die letzte. Das Ding da. Scheiße. Einer lebt noch. Komm, Ghoul. Wird nicht so. Die dumme Quest wird nicht so lange arbeiten. Ja, helfen hast du auch können. Einfach zuschauen und nichts machen. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Unfug. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. 3-mal. Alles war wunderbar. Aber beim 4. Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Die Vorurteile, die die paar Menschen haben. So, jetzt muss ich den letzten Grabhügel auch noch anzünden. Die letzten Beweise vernichten. Eine Prise Igni. Wir sind bezahlt worden dafür nicht. So. Also, das könnte man schon da rumschauen, ob es nützliche Zeug hat. Ja, das kann man sicher brauchen. Hey, so ein bisschen Ghoul-Blut und Eingeweide. Und alles Mögliche anwendbar. Ja, und ich schaue gerade, ja, also, was ist das? Asche. Gut, dann wollen wir zu unserem Auftraggeber zurückgehen und unsere Belohnung einsammeln. Nein. Hey. Gehen wir zum Priester vom ewigen Feuer. Oh. So, ich muss auch aufpassen, dass mich plötzlich nicht vom Pferd wird. So ein Schiss hat. Schön. Abenddämmerung ist auch so schön. Fast so schön wie Morgendämmerung. Du kannst jetzt auch stundenlang in die Richtung so laufen. Und Ziel oder Aussicht laben lassen. Ja. Aber wir müssen etwas erledigen. Wir haben einen Auftrag bekommen. Das Zeitquest wollen wir noch schnell fertig machen, damit wir wieder zur Hauptquest zurückgehen.
Ich werde versuchen, die Sidequests ein bisschen kurz zu halten. Also solange Ding ist, solange es uninteressant ist. Ein paar interessante Sidequests kann man natürlich machen. Und ein paar Sidequests würde ich auch müssen machen, um halt ein bisschen die Stufe aufzusteigen, damit wir halt bei den Kämpfen ein bisschen weniger Probleme haben. Ja, ja. Nicht zu Atem kommen! Dreckiger Bastard! Komm! Was? Ja, triff ihn mal. Alter. Das ist schön am Kampf vom Pferd aus. Du schlägst nur krass effektiv. Ne? Ja, sehen wir schon. Komm da hin. Komm. Das erinnert mich ein bisschen an Mountain Blade da. Komm! Hat er nicht sie? Wir ziehen dir die Haut ab! Sehen wir schon. Ah, jetzt nur noch einer. Hm? Oh mein Gott, mir mit Trümmelig. Ja, komm. Ah, einmal. Ah, was? Da ist nochmal eine. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Das ist blöd, finde ich, dass er... Wir haben ihn! Oh fuck, was? Was? Was ist passiert? Ah, das sind ja Level 9 sogar gewesen. Ja, kein Wunder, dass ich keine Chance habe. Ich bin ja kaum Level 3. Ah, ja, hätte ich die gesehen, wäre ich weggesäckelt. Ah, jetzt haben wir umsonst Zeit verschwendet. Ich hoffe, ich muss den scheiß Quest nochmal nicht von neu machen. Na, ich glaube, die Ladescreens will ich rausschneiden. Weil das kann ja nicht sein, dass es so lange dauert. So durch eine Ladesequenz erinnert mich irgendwie an Mass Effect 2. Wenn man von Sektion zu Sektion vom Schiff mit dem Lift durchgehen, hätte man auch lang warten müssen. Sind irgendwie Mass Effect 3 und das haben sie ein bisschen besser gemacht. Das ist viel schneller davon gegangen. Ah! Mach einmal! Ja, das wird definitiv rausgeschnitten. Definitiv. Oder vielleicht auch nicht. Ja, okay, wenn schon muss der scheiß Quest nicht von neu machen. Okay, der mal direkt zu diesem Questgeber ohne Detouren so Banditen abzuschlachten. Die sind im Moment für uns stark, leider. Komm, ich habe keine Zeit für das. Keine Zeit. Oh, ja. Wenn schon kommen wir wieder die Sonne das Gesicht über. Die schöne Abenddämmerung. Oh, jetzt weiter bis zum... Ja, echt ein kleiner leichter Bogen, damit wir nicht wieder mit den Banditen uns kreuzen. Ja, ja. Ich kann auch nicht vor, mit denen zu kämpfen. Komm. Jawohl, da ist er. Gut, zuerst mal Quen. Weiß nie. Und jetzt haben wir unsere Belohnung ab. Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? So,
Ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Faszinierend. Du warst ein böser Bub gewesen, hä? Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Ja, ich bin nicht beschäftigt. Ich nehme Geld an für Dinge, aber natürlich für so unschöne Sachen halte ich nicht her. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Ah. 3 gegen einen? Das Ihr schafft lernt nie. Ihr Hexer lernt doch oder nie. nicht. Auf ihn! Ja. Einmal weg. Was ist? Was ist das? Ich will dich sogar arden. No! Oh mein Gott, das Game ist so brutal. So. Jetzt schauen wir noch, was da... Natürlich Geld kommen an uns über. Jetzt nehmen wir das natürlich nicht entgehen. Haben die etwas Interessantes hinterlassen? Natürlich nicht. Belohnung sparen wir schon mickrig. Ja. Nein! Dort ist nicht 2. Gehen wir doch einfach jetzt machen mit der Hauptquest weiter. Passierscheine zu prächtigen diese Gebühren. Der Passierschein. König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du Bei dem entscheidest, wer das hier und darf. Nicht Schritt. alle. Hey, was hast du zu sagen? Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Ja, stimmt, damit ich Über was für Passierscheine reden wir hier? Das über die weißt du Brücke nicht. ankommen, ja. Die Redanier halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Wie viel hat er? Was? 100? Ja, weißt du schon. Hoffentlich ist der Schein so viel wert. Das war die richtige Entscheidung. Wirst Dann sie machen wir einen nicht kürzeren bereuen. Weg. Und machen da In Quests dem Eintopf drin. in dem Stützpunkt da immer so den Weg blockiert. Los, Vielleicht nicht los. jetzt, aber für die Zukunft sicher nützlich. So. Gut, dann weiter. So, Überrest vor Überbleibs von Schlachten. Ja, ich bin vom Weg. Vor allem am Anfang muss man recht viel umreisen. Weil man kein Ding hast. Aber warte, was ist das? Wir wollen die so einfach Quests nicht entgehen lassen. Weil es gibt immer Erfahrungspunkte. Kommt raus, ich tue euch nichts. Und vielleicht auch Geld. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Und eine Handvoll Beeren. Oh. Ist etwa... Soll ich Geld geben oder... Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Was macht um mir Sinn? Geld geben oder soll ich ihnen... Ach, ich muss mich entscheiden. Was macht um mir Sinn?
Ja, aber sie haben eine Woche nicht gegessen. Ich glaube, das Essen ist dringender, anstatt ihnen Geld zu geben. Wenn ich Geld geben müsst ihr da hingehen und etwas kaufen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgeraubt werden, ist auch recht hoch, bis sie Kinder sind. Also gebe ich doch ihnen nicht etwas. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Was hat sie mir? Ja. Das ist auch so ein Gesicht vom Krieg, weißt du? Verwaiste und ausgestoßene Kinder. Jemand hat meine Puppe geklaut. Hey! Kann man nicht viel machen. Ja. So. Jetzt haben wir, wo sind wir da? Ey, überall hängt jemand, was läuft? Fragen, was da auf dem Ding steht. Der hat schon einiges gemacht, ja. Aber irgendwie so zum Schauspielen wirklich was bringt, ja, das ist irgendwie bezweiflich. Ah, naja. Beweg dich! Andere Zeit und eine andere Welt, eine andere Realität. Kann man auch nicht viel dazu sagen. Oh, Taverne am Scheideweg. Gut, muss man da hin. Sie nicht auf, nie im Leben. Was muss ich da fragen? Agenten des Hendrik. Gut, fragen wir doch ein bisschen nach. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temerians oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Okay, dann helft mir doch nicht. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Ärger schaffen wir schon selber auch. Ja, da muss ich auch nicht helfen. Und vielleicht mit der Taverneinhaber. Ja. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib Das mir was Wetter. Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Niemand schreckt uns. Niemand macht uns Angst. Wir sind Geralt. Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar. Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wir versuchen es ein bisschen Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke.
Prost. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Natürlich, da ich das Game schon durchgespielt habe, weiß Folge ich, mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. was die Konsequenzen sind, wenn man da einfach mit ihnen eine Schlägerei macht. Ich ging ins Haus und Darum versuche ich da mit einem Typen, eins auf freundlich zu machen. Ein hübscher weil Junge, dachte das wird uns später Dieses Landei hat zu gut kommen, verkleidet. Hurensöhne verstecken immer obwohl es auch Spaß macht, gegen die zu kämpfen. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde, Noch nie davon gehört. auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Hendrik. So, jetzt gehen wir nach Heidefeld und suchen nach dem Hendrik. Ein Kollege weg. So. Gehen wir schön nach Heidefelde und suchen Hendrik. Hast du eine junge Tochter? Das weiß ich. Kannst suchen, wo du willst. Eines Tages kannst du dich nicht mehr verstecken. Hörst du? Das war's schon. Du wirst zusehen, bis Komm schon! Gut. Gehen wir halt zu Heidefelde. Ja. Weil das sind Männer von Baron. Und mit dem Baron haben wir natürlich in der Zukunft noch ein paar Quests. Und wir wollen ja jetzt mit dem falschen Fuß starten mit dem Baron. Weil das eventuell unsere Quest-Möglichkeiten eingrenzen könnte. Und Weiter so, Plätze! damit auch der Unterhaltungswert. Weil es gibt schon interessante Optionen, wenn man sich ein bisschen freundlich mit dem Baron haltet. Die würde ich natürlich erforschen. Aber, naja, so wenig Blut vergießen als Mantel ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Passt vielleicht zu unserem gefühlvollen Geralt-Charakter, den wir hier versuchen zu spielen. Was ist da? Mit im Ding einfach zu Schnee. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Hier hin. Da überall. Was ist das? Pitbull. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde! Habe ich gerade gerettet. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken.
Das einfache Pur ist mir schon quick gewesen, ja. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Verdammt. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Was stell dir vor, das ganze Dorf, in dem man gelebt hat, ist ausgelöscht in einer Nacht. Heavy. Ja. Mal schauen. Oh, ist das Hendrik? Komm. Das sieht nach Hendrik aus. Leck. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ja, jetzt wieder mal eins auf Sherlock Holmes. Machen wir doch gern. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja. Du siehst noch, was da hat. Nichts anderes Interessantes da. Ja, da haben wir da. Versteck. Ein Luftzug. Beilegen. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Jo, machen wir da auf. Könnt ihr aber benutzen. Ja. So, bis sich aus einer Kletteranimation da sich einschaltet, dann springe ich lieber runter. Der Mist, Tamar, das strenge Tochter des blutigen Barons, 584, okay. Ja. Ah, gut zu wissen. Vielleicht werden wir irgendwann mit der Dame konfrontiert werden. Gut. Interessant. Versteck, immer ein Versteck. Ich kann hier ein Licht machen. Gut. Ja, was man sonst noch hier findet. Krone, gut, Geld kann man immer brauchen. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe.
Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Ja, ich glaube, alle Spuren haben wir jetzt hier rausgelesen. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Ja, ist nicht wirklich viel. He? Der Baron weiß man ja, wo man finden kann, aber die Hexen, ja. Wo willst du einfach Hexen finden? Weil die Hexen gibt es ja viele in der Welt. So. Gut, aber das hätten wir auch gemacht. Die Hauptspur, oder halt der Spion von Nilfgaard, haben wir gefunden, seine Hinweise haben wir uns selber angeeignet und jetzt machen wir da weiter. Aber für die Episode haben wir es mal und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Sie mal out.